SRF Audio. Wenn so einer vorbeifährt, bleibt kurz die Zeit stehen. Köpfe drehen sich um, wenn ein VW-Käfer vorbeiknattert. Und ein VW-Bus, egal ob alt oder neu, steht für Freiheit und Abenteuer. Aber jetzt ist das deutsche Traditionsunternehmen heftig am Schlingern. Vieles droht verloren zu gehen. 100.000 Jobs sollen gestrichen werden, Werke geschlossen und viele Modelle nicht mehr gebaut werden. Fährt die Kultmarke VW in die Wand oder kann sie das Steuer herumreißen? Wir schnallen uns an und fahren zurück in die bewegte Geschichte von VW, um zu verstehen, wie es heute so weit kommen konnte. Das ist News Plus. Ich bin Rina Telli. Salut zusammen. Bei VW geht es immer gleich ums Ganze und es stellt sich immer so die Grundsatzfrage, ja, wo steht dieses Land eigentlich, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, wer sind wir eigentlich? Das ist Christian Müskens. Er ist Journalist, schreibt für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und befasst sich intensiv mit VW. Zum Beispiel in seinem neuesten Podcast, die VW-Story, eine Legende kämpft ums Überleben. Ganz offen gesagt ist das eigentlich das Einzige, was ich im Moment wirklich mache, weil Volkswagen halt so turbulent ist und deswegen konzentriere ich mich sehr stark im Moment auf VW. Bei VW kommt so viel zusammen. Nostalgie und Wirtschaftswunder, Nazis und Hippies, Kult und Krise. Fangen wir vorne an, bei Adolf Hitler. Wenige Kilometer entfernt von der Stadt Fallersleben, der Geburtsstätte des Dichters des Deutschlandliedes, stehen wir auf dem gewaltigen Gelände des Volkswagen-Werkes. Hier soll nach dem Willen des Führers ein gigantisches Werk entstehen, von dem man noch einmal in der Welt reden wird. So tönt's, als der Grundstein für das erste VW-Werk gelegt wird. Im kleinen Städtchen Fallersleben in Norddeutschland. Hitler wollte ein Auto für das deutsche Volk. Die Idee war, ein Fahrzeug für die Masse zu entwickeln, also eins, das sich alle leisten können. Das passte auch wunderbar zu den berühmten Autobahnplänen. Ne? Hitler hat ja hier die Infrastruktur, wollte er erheblich in die Infrastruktur investieren, ist ja auch passiert. Und ein günstiges Fahrzeug für alle war jetzt Teil dieser Gesamtüberlegung. Und da fand sich halt einer, der da die technischen Voraussetzungen mitgebracht hat und dann auch ganz Feuer und Flamme war, nämlich Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche. Seinen Namen, Porsche, verbinde ich mit Rennwagen, aber offensichtlich hat er auch maßgeblich am Aushängeschild von Volkswagen mitgetüftelt, am Käfer. Der reine Erfinder des Käfers ist er jetzt nicht, aber schon derjenige, der dieses Fahrzeug in seinen Vorläufern so konstruiert hat, wie es dann entstehen sollte. Dann werden aber die Pläne umgestellt. Der Zweite Weltkrieg bricht aus. Und Volkswagen produziert keine Autos fürs Volk, sondern für die Wehrmacht. Die Wehrmacht will leichte, geländegängige Fahrzeuge. VW liefert sie in Form der sogenannten Kübelwagen und die kommen an fast allen Fronten zum Einsatz. Die dann eine wesentliche Rolle gespielt haben in dem ganzen Kriegsgeschehen. Und als der Krieg dann vorbei war, ist auf dieser Basis dann letztlich der Käfer entstanden. Zurückbleiben! Der Zug ist besetzt! Nach dem Krieg und den Nazis schafft Volkswagen etwas, was ich jetzt nicht so selbstverständlich finde. Einen Wagen müsste man haben. VW schafft es, die NS-Vergangenheit abzuschütteln. Ich meine, das ist ein ganz düsterer Teil der Geschichte, der sich dann schnell in so einen ganz hellen Teil gewandelt hat. Nämlich vor allem, als der Käfer dann später zum Symbol fürs Wirtschaftswunder wurde. Sein eigener Herr sein. In Deutschland geht es nach dem Schrecken des Zweiten Weltkriegs wirtschaftlich hoch hinaus. Mittendrin Volkswagen. Einen Wagen nach unserem Herzen. Einen Volkswagen müsste man haben. Das erste Werk von VW in Fallersleben hat ja Hitler eingeweiht. Vor dieser Folge habe ich ehrlich gesagt noch nie von diesem Ort gehört. Irgendwann ist aber Fallersleben Teil von Wolfsburg geworden. Wolfsburg gleich VW, da steht das Stammwerk von Volkswagen.
Diese ganze Gegend ist natürlich so in der Form überhaupt nur entstanden, weil dieses Riesenwerk da aufgebaut worden ist. Auch mit enteignetem Gewerkschaftsvermögen, muss man sagen, ist alles Teil der Geschichte. Die Nazis haben die Gewerkschaften in so gleichgerichtete Organisationen reingezwungen, das Vermögen enteignet und ein Teil dieser Mittel ist halt auch in den Bau dieses Werks geflossen. Und ja, die Gegend ist dadurch sehr, sehr stark geprägt. Ne? In der Form, wie es heute ist, gäbe es das ohne VW alles nicht. Es ist lange die größte Autofabrik der Welt. Nach und nach kommen weitere Werke dazu. Heute sind es über 100. In den 60ern entdecken die Hippies VW für sich und fahren mit dem VW Bulli, dem Ur-VW-Bus, in Richtung Freiheit. In der Geschichte von VW steckt so viel drin. Nazis, Wirtschaftswunder, Hippies. Das alles passt nicht in einen Käfer, auch wenn das Auto noch so legendär ist. Wie hat es denn VW geschafft, so diese Nazi-Vergangenheit abzulegen? Alle waren sehr beschäftigt damit, den Wiederaufbau und den wirtschaftlichen Aufstieg zu gestalten, dass sich also die Welt auch sehr schnell verändert hat. Die Gesellschaft hat sich verändert und da passten diese Fahrzeuge irgendwie gut rein. Also wir haben ja in unserer Podcast-Serie zum Beispiel so einen Enthusiasten, den Rapper EES, den ich sehr schätze. Er erklärte das ganz gut. Dieser Bulli hat einfach was Sympathisches, was Bodenständiges. Ja, das Auto funktioniert, es fährt, es bringt einen überall hin, es hat was Familiäres, man kann drin campen, man kann drin schlafen, man kann drin Sachen transportieren, es ist wahnsinnig praktisch. Und Sie sehen ja auch heute noch auf den Straßen teilweise diese alten Autos fahren, weil die wirklich unverwüstlich sind. Ja? Die muss man ein bisschen pflegen. Aber dann fahren die immer weiter. Und das Gleiche gilt ja auch für den Käfer. Ne? Dieser Werbespot, der rollt und rollt und rollt, ist ja in die Geschichte eingegangen. Das ist Teil dieses Mythos, der da rundherum entstanden ist. Neben der ganzen Nostalgie rund um Käfer und Bulli ist aber noch was anderes im Kopf. Der Dieselskandal von 2015. Es ist ein rabenschwarzer Tag für die renommierte Automarke VW. Die VW-Aktien sind im Sturzflug. Es ist nicht die erste und einzige Krise bei VW, schlägt aber ein wie blöd. Der Dieselskandal. VW hat Abgaswerte manipuliert und so vorgetäuscht, dass der Konzern die gesetzlich vorgeschriebenen Abgaswerte einhält. Jetzt kann man auch sagen, vom Kult ging es dann in die Krise. Wie kam denn die Kultmarke VW in die Krise? War der Dieselskandal, war das der Anfang? Der liegt da wie so ein Brett quer über der Geschichte von Volkswagen. Ich glaube, der hat das Momentum gebrochen. So bis zu dem Zeitpunkt war schon überall die Aura, die Volkswagen umgab, die das Management umgab, die war so höher, schneller, weiter. Ne? Sky's the limit. Das ist verbunden mit so Personen wie Ferdinand Piëch oder Martin Winterkorn. Das sind so fast schon legendäre Manager, die in Deutschland zumindest von den älteren Generationen irgendwie jeder kennt. Die standen halt für diesen wahnwitzigen Aufstieg und dieser ganze Speed ist im Grunde gestoppt worden, wie durch so einen Wellenbrecher mit dem Dieselskandal. VW ist einfach seither nicht mehr das gleiche Unternehmen, hat nicht mehr die gleiche Strahlkraft. Und ja, diese 10 Jahre seither sind Krisenjahre. Nicht alle wegen dem Dieselskandal, aber es kam ja ein Einschlag nach dem nächsten. Ne? Also der Wettbewerb in China, der sich verschärft hat, der stagnierende Weltmarkt, dann Corona, Chipkrise, Softwarekrise bei Volkswagen, ne? Viele Managementwechsel. Ja? Seit dem Dieselskandal gab es 3 CEOs. Ne? Oliver Blume, der da jetzt gerade an der Spitze steht, ist der 3. Vorstandsvorsitzende in 10 Jahren. Definitiv entschieden ist noch nichts. Aber VW-Chef Oliver Blume will den Konzern massiv umbauen, sparen, die Produktionskapazität drücken, Werke zumachen. Damit stößt er beim Aufsichtsrat aber auf Widerstand. Und darum gehen auch an verschiedenen Orten in Deutschland Hunderte auf die Straße und wehren sich gegen diese Pläne. Die Weltlage hat sich in den letzten 12 Monaten weiter zugespitzt. Geopolitische Spannungen, hohe Kosten, unter anderem durch Zölle, steigende Regulatorik und ein zunehmend intensiver globaler Wettbewerb erhöhen den Druck auf die gesamte Automobilindustrie. Deshalb handeln wir jetzt. Details nennt VW nicht. Deutsche Medien schreiben, dass bis zu 100.000 Stellen gestrichen werden könnten auf der ganzen Welt. 4 Werke von VW in Deutschland sollen gar dicht machen.
VW hat ja schon einiges hinter sich und hat es trotzdem immer wieder geschafft. Aber diese Krise ist anders. Und zwar möchte ich mal einen Punkt rausgreifen, der das vielleicht ein bisschen verdeutlicht. Ja, also China ist im Grunde der große Gegner, so wird das in Wolfsburg gesehen, und zwar nicht ein einzelnes Unternehmen, sondern der ganze Staat mit seiner Industriepolitik. Ne? Die Chinesen haben ja im eigenen Land eine irre Überkapazität in der Autoindustrie aufgebaut. Also Fabriken ohne Ende sind da entstanden. Jetzt ist die Nachfrage in China nicht mehr so groß, wie sie mal war, und jetzt wird dieser ganze Wahnsinn in den Rest der Welt exportiert. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber wenn ich hier in Hamburg in meinem Büro sitze oder ich gucke auf die Straße, ich finde, man sieht jetzt schon auch deutlich, dass die chinesischen Fahrzeuge hier sind. Das ist einfach bedeutet einen wahnsinnigen Druck. Ja. Das Steuer wieder herumreißen, darum geht es jetzt bei VW. Und ob das gelingt oder nicht, das ist eben die große Frage. Also wenn Sie einen Tipp hören wollen, ich würde sagen, VW wird es schon irgendwie schaffen, aber das Unternehmen wird wirklich deutlich kleiner werden. Und das ist der Knackpunkt. Wenn Sie es nicht schaffen, das durchzusetzen, dass das Unternehmen wirklich sich saniert, dann weiß ich nicht, ob sie es schaffen. Dann sehe ich das Risiko, dass das Unternehmen scheitert. Und aus Sicht von Fahrerinnen und Fahrern trifft VW noch den Zeitgeist? Schwierige Frage. Ich bin ja gar nicht so ein Car-Guy, muss ich gestehen. Also ich interessiere mich sehr für das Unternehmen und seine wirtschaftliche Bedeutung. Ja, bin jetzt aber auch nicht so ein begeisterter Autoenthusiast. Aber ich finde, was man schon sehen kann, ist, technisch nähern sich ja viele Fahrzeuge, vieler Marken auch so ein bisschen an. Ja, so ein Elektroauto von einem chinesischen Anbieter, das fährt sich gut. Ja, das ist günstig, das ist technisch gut vernetzt, das ist ein prima Auto. Da ist dann die Frage, ne, was hat so ein VW dann noch für einen Vorsprung gegenüber diesen Anbietern? Was ist das Alleinstellungsmerkmal? Das Alleinstellungsmerkmal war natürlich schon auch immer so, dass es was Besonderes ist, dass es ein Volkswagen ist, Qualitätsversprechen, Qualität zum erschwinglichen Preis. Aber wenn die anderen das auch bieten, weiß ich nicht, ob die Besonderheit dann noch so gegeben ist. Ne? Da muss man vielleicht schon ein bisschen mehr bieten. Und vor allem muss VW günstiger werden. Ja? Das ist sicherlich der Dreh- und Angelpunkt für alles, was in der Zukunft passiert. So, unsere Spritztour zu VW ist vorbei. Wenn ihr uns was sagen wollt zu dieser Folge oder zu News Plus allgemein, dann schreibt uns newsplus@srf.ch oder macht uns eine Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr im Beschrieb zu dieser Folge. Heute waren für euch Claudia Pfister, Julius Schmid, Céline Raval und Rina Telli am Start. Salut zusammen und bis gleich. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.